Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker am Christoph Hansen. Heutzutage produzieren wir 20 Mal mehr Plastik, wie das nach 1960 der Fall war. Wenn wir an dem Rhythmus weiterfahren, dann geben wir 2036 noch ein doppelt so viel auf den Markt bringen, wie das los ist. 87% von unseren Mitbürger in Europa sind laut einem Eurostat-Umfrage sind die nicht mehr d'accord und sind präoccupiert über die Auswirkungen von Plastik auf die Natur. Wenn wir logisch gucken, was in unseren Weltmeeren schwimmt von Plastik, dann wird das die plus oder größte von Mitteleuropa hat, die Luschen an den Weltmeeren rundherum schwimmt. Voilà. 80% von dem Plastik, den ihr da findet, das ist der sogenannte EW-Plastik. Und da muss man gucken, dass man etwas aufhaken. Und hier im Parlament sind all die verständigen Parteien, wollen die Probleme auch aufhaken. Bei mir am Studio ist heute mein Kollege Karl-Heinz Florenz, unser Sprecher in der EVP für die Richtlinie, die den Plastikmüll stark reduzieren soll. Herzlichen Dank, Karl-Heinz Florenz, dass Sie bereit sind, meine Zuschauer zu informieren. Freude. Schätzungen gehen davon aus, dass allein von der EU zwischen 150.000 und 500.000 Tonnen Plastikmüll jährlich in die Ozeane gelangen. Durch diese Richtlinie, die wir jetzt hier auf den Leist genommen haben, versuchen wir einige dieser Produkte, ich habe es genannt, 80% ist Einwegplastikmüll, diese vom Markt zu nehmen. Um welche Produkte handelt es sich und wieso genau um diese Produkte? Also mir geht es eigentlich sehr darum, auch nochmal klar zu machen, dass wir alle beteiligt sind. Also es ist nicht die böse Industrie oder die böse Gesetzgebung, sondern wir Bürger alle machen diese Mengen. 100 Milliarden Euro im Jahr verschwinden über die Meere mit unserem Plastik. Und uns geht es darum, eigentlich so die 10 wichtigsten Punkte herauszufiltern. Und die haben wir nun klar und deutlich registriert. Das sind zum Beispiel die Ohrreiniger, das sind die Strohhalme, das sind die Sticks für Luftballons. Also diese Sachen wollen wir verbieten, weil es Alternativen gibt. Wir verbieten nichts, wo es keine Alternativen gibt. Aber ich bin ganz sicher, dass die Industrie hier sehr schnell zu weiteren Alternativprodukten kommt. Wie sieht das denn zum Beispiel mit Mikroplastik aus? Viele Kosmetikprodukte enthalten Mikroplastikteile. Außerdem haben wir auch sogenannte biodegradable oder oxodegradable, was nicht das gleiche ist, Verpackungen. Was geschieht mit denen? Also wir haben eine Zeit lang geglaubt, dass biorecyclable Plastikbeschecke zum Beispiel die Antwort auf unsere Fragen sind. Nein, das sind sie nicht. Sie verrotten im Wasser nicht. Deswegen werden wir versuchen, Schritt für Schritt diese Produkte entweder zu verbieten oder sie besser zu machen. Also wir wollen da nicht die Tür zumachen. Ich bin sicher, dass die chemische Industrie in allerkürzester Zeit biodegradable Plastikbestecke oder Teller entwickeln wird. Aber heute haben wir sie erst einmal verboten. Was Nanoplastik angeht in den Lippenstiften, also wir wollen ja nicht, dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger Plastikflecken auf den Lippen haben. Das wird über eine Distanz komplett verboten. Da sind die Amerikaner uns schon voraus. Wir machen das Gleiche. In absehbarer Zeit ist diese Substanz in Lippenstiften und Kosmetika verboten. Ja, ich hatte im Umweltausschuss auch einen Änderungsantrag eingebracht, um die Mitgliedstaaten dazu zu verpflichten, diesen Einwegplastik bis 2025 um mindestens 50% runterzuschrauben. Das ist im Umweltausschuss leider nicht durchgegangen. Jetzt haben wir gemeinsam einen Änderungsantrag ins Plenum eingebracht, den die Mitgliedstaaten auffordert, bis 2025 25% zumindest zu reduzieren. Der ist jetzt durchgegangen. Wieso war es wichtig, dass wir auch die Mitgliedstaaten da in die Pflicht nehmen? Also die Mitgliedstaaten sind gefordert. Also die europäische Richtlinie kann ja nur den Korridor vorgeben und die Mitgliedsländer müssen umsetzen. Und ich bin ja nun wirklich schon lange bei der Abfallpolitik in Europa dabei und muss Ihnen sagen, die Umsetzung, Mentalität europäischer Abfallregelung ist hundsmiserabel. Da will ich mein Land gar nicht ausschließen. Und jetzt haben wir nochmal klar und deutlich gesagt, ihr müsst, und da gibt es auch eine Zahl, da gibt es ein Ziel. Und ich hoffe, dass Sie jetzt nun endlich bereit sind, das zu tun. Denn ich glaube, es wird immer wieder vergessen. Der Müll in den Meeren ist eine Katastrophe.
Aber der Verlust, den wir an Rohstoffen für unsere Enkelkinder haben, das ist mindestens so eine Katastrophe. Wir rennen aus den Rohstoffen raus. Europa ist ein rohstoffarmes Land. Und deswegen wollen wir das, was wir einmal für wenige Minuten gebraucht haben, auch wieder recyceln. Also wir sind da auf einem guten Weg und bin hoffnungsvoll, dass auch unsere Politiker in den Mitgliedsländern das verstehen. Sie haben jetzt den Ressourcenverlust angesprochen. Wenn wir über Ressourcen reden, reden wir natürlich auch über die Kreislaufwirtschaft. Wir haben jetzt einen Schub etwas vorangebracht, eben um der Kreislaufwirtschaft einen Ruck näher zu kommen. Sehen Sie also auch diese, was wir heute hier abgestimmt haben, als Chance für die innovative Industrie, für neue Wertschätzungen zu gewinnen und eben auch einen wirtschaftlichen Schub dadurch zu bekommen? Also das ist genau mein Ansinnen, dass sich auch kleine und mittelständische Unternehmen sich an diesen Schub anschließen. Und sie sind ja in der Regel sehr innovativ. Also da bin ich voller Hoffnung und ich würde mich wundern, wenn da nicht ein Schub aus dieser Richtung kommt. Ich bin ja immer wieder erschrocken, wenn ich mit meinem Auto nach Düsseldorf fahre, an den Tankstellen, was für ein Plastikabfall ich dann nachher in meinem Auto habe. Das muss sich ändern, das wird sich ändern und darauf freue ich mich auch. Ja. Ein großes Problem sind ja natürlich auch die Wassertrinkflaschen, die jedermann kennt, die viel gebraucht werden. Die sollen jetzt auch um 90% sollen die wieder eingesammelt werden. Das kann natürlich für einige Mitgliedstaaten, so wie Luxemburg, ein Problem werden, weil wir sind nur zu 600.000. Wir haben aber jeden Tag 200.000 Grenzgänger, die rüberkommen, natürlich in Luxemburg einkaufen. Wir sind ein Transitland Nord-Süd. Wir könnten ein Problem damit bekommen, mit diesen 90%. Wie sehen Sie das mit den Verhandlungen mit dem Rat? Können wir solchen nationalen Bedenken da eventuell Rechnung tragen? Also auf der einen Seite begrüßen Sie ja sehr, dass Sie so viele Besucher aus den europäischen Nachbarländern haben. Und dann gibt es automatisch beim Konsum Probleme. Ob wir da eine Ausnahme machen können, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt auch nicht zuverlässig genug beantworten. Aber so etwas kann man in den Verhandlungen mit dem Rat natürlich noch mal ins Gespräch bringen. Aber Ausnahmeregelungen haben in Europa eine ungeheuer lange Lebensdauer. Und da bin ich natürlich schon ein bisschen skeptisch. Im Übrigen glaube ich an die Innovationskraft der Luxemburger Recyclingindustrie, dass sie doch eine ganze Menge an Produkten recyceln können. Also ich bin da eher etwas hoffnungsvoll. Also an der Recyclingindustrie wird das sicher nicht hapern. Da sind wir sehr, sehr fortschrittlich. Es ist natürlich, idealerweise müssten wir ein europäisches Pfandsystem haben, wo alles irgendwo wieder eingesammelt wird. Da schauen wir natürlich immer sehr neidisch nach Deutschland, aber von der Größe her ist das ein Problem. Wir müssen jetzt schauen, wie wir das dann langfristig regeln werden. Ein europäisches Pfandsystem, die europäische Lösung wäre natürlich ideal auch für Luxemburg, aber da müssen wir noch dran basteln. Also bevor das europäische Pfandsystem kommt auf europäischer Ebene, werden Sie sich mit Ihrer Rente auseinandersetzen müssen. Wahrscheinlich, ja. Die Mitgliedsländer sind in manchen Fragen ja wirklich fast schon boniert, dass sie solche Fragen ausklammern. Da klammere ich mein eigenes Land auch nicht aus. Man hat immer gesagt, Pfandsysteme sind sozialistische Ansatzpunkte. Ich glaube, der Gedanke ist überholt. Man sollte darüber nachdenken. Ich will das gerne mit in die Debatte bringen. Ja. Die territorialen Restriktionen sind ja natürlich ein Problem. Wenn zum Beispiel ein Luxemburger Supermarkt Coca-Cola bestellen will, kann er den zum Beispiel nicht aus Deutschland bestellen, muss er aus Benelux, aus den Niederlanden oder Belgien importieren. Dann stellt sich natürlich auch wieder die Frage, dass das dahin zurückgehen muss. Das sind andere Probleme, die jetzt nichts direkt hiermit zu tun haben, aber die Räder greifen natürlich ineinander. Das sind aber Interessen der Benelux-Länder gewesen, warum man damit begonnen hat. Und das ist auch ein bisschen Protektionismus, verstehe ich auch. Aber jetzt hat das natürlich zum Beispiel bei der Frage, wie kommt das Leergut zurück, natürlich eine Konsequenz. Ja. Protektionismus ist natürlich nie die richtige Lösung, wenn man ein europäisches Problem angehen will. Vielen Dank, Karl-Heinz Florenz, dass Sie unsere Zuschauer mit mir informiert haben. Die Gesichter, vielleicht, wir schaffen halt ganz klar Umweltschutz, wir schaffen halt ganz klar für als Mira proper zu halen, das unserer Partei an unserer Fraktion extrem Herzen liegt. Und wir werden noch weiter in Zukunft dort ganz hoch lehnen, die Ambition hoch halten,
Es so nicht vielmals Merci für die Nullausstre und hoffentlich bis geschwind bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.